Weiter geht's hier bei Risen 3 Titan Lords. Und eins muss man einfach mal so sagen, ich meine, ist ja ein geiles Spiel und so, macht ja auch Spaß, alles ist ja supi 20, supi gacki, alles supi dupi. Aber ganz ehrlich, es ist teilweise so lange dauert, bis man einzelne Quests abgeschlossen hat und sich da informieren kann. Wow. Ist schon crazy. Nun gut, wir sind wieder runter, dazu... Mann! Was ist jetzt los mit dem Controller? Hallo? Hä? Ja, jetzt klappt's wieder. Nur ein bisschen, ja, plötzlich 69 Grad Drehung. Jetzt klappt's wieder. Verrückt. Nun gut, wir gehen ganz kurz nochmal runter. Und gucken mal nach, ob er jetzt endlich mit uns kann. Kopf angeschlagen, Knie auch wieder. Also im Arsch. Wo ging es schon wieder lang? Ah, dort, genau. Ja. Du, dein Meister schickt mich. Nicht pennen. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homie. Eigener Meister. So. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jip. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Willst du nicht lieber wieder ans Tageslicht? Nee, Lami bleibt hier unten. Okay, darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein. Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homie alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Ich dachte, du wärst ein eigener Meister geworden. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homie. Bist kein Gnom. Nö, was du nicht sagst. Okay, also vierte Mal, der kommt wahrscheinlich nicht mit uns, war? Was kann er machen? Okay, jetzt muss er ganz schnell da hoch, ein paar Dinge glauben. Ich sage jetzt mal so, die Kiste aufmachen und dann verschwinden, bevor irgendwie mich die Typen da in die Mangel nehmen. Nun gut, ich glaube, hier war ich noch nicht ganz, oder? Was abbauen? Ne, sieht nicht so aus. Geht wieder zurück. Okay, jetzt ist also gar nichts. Da war gerade was. Hä? Da wäre irgendwie links. Ah, hier! Eine Kristallader, aber letztes Mal gar nicht gesehen. Und die 3. So, ein paar Kristalle. Dankeschön. Sonst reden wir gerade etwas. Ja, da oben, als ob er da irgendwie hinkommen würde. Nö, sonst hat's nichts. Gut, wieder zurück. Den Geheimgang nehmen. Ja, muss irgendwie fast so betonen. Was soll es auch sonst sein? Okay, er will also nicht. Geht nochmal ganz kurz zu Abbas, dem großen Maestro. Sagen ihm Bescheid, dass irgendwie sein Schützling keinen Bock drauf hat oder Schiss hat oder was auch immer. Und dann geht es nochmal weiter hier im Text. Nix, Taki. Nee. Ah ja, da war das. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Oh, das ist ein Magier. Ach du Scheiße. Ich glaube, mit dem könnte mir vermurkst haben, wa? Das war der Typ. Okay, verstanden. Hallo? Jemand da? Ein Hocker. Ein Löffel. Komm ich denn hier entlang? Da geht's wohl zum großen Meister, wa? Nun gut. Geht's ja für uns noch nicht hin. Nee, das... Ah, eine Bank. Ja. Zum Hinsitzen, nicht zum Geld abheben. Und ein Krug. Wer schnarcht denn hier so? Da war doch was. Nö. Von Kristallmagie verstehe ich nichts.
Alles andere hat mich auch gewundert. Landeskunde der westlichen Hemisphäre. Wahnsinnig spannend. Du sagst es. Tja. Das war wirklich eigentlich sonst nichts, war? Dann gehen wir halt wieder. So wird langsam der Tag nehmen, nicht? Und besuchen wir mal den König der Gnome, Abbas. Lami möchte im Brunnen bleiben. Wirklich? Na gut. Ich werde später selbst nochmal nach ihm sehen. Danke für deine Mühe. Null Problemo. Tja, okay, dann ist endlich mal bei diese dämliche Lami-Quest. Kann ich denn jetzt hier bezüglich Logbuch und Schaffer anheuern? Genau, das hier wieder. Und ein Crewbite, wenn ich endlich ein größeres Schiff habe. Bei ihr wird es genau das gleiche sein nachher. Gut, muss ich das nicht extra noch machen? Der Schattenlord des Verrats. Das ist ein Unwesen. Das habe ich echt dem schon stellen, das wäre ein bisschen übel, wa? Sollte ich mir ja Ton im Haus der Magie näher angucken. Okay, doch zuerst das. Der Fliehen, ja, das ist da genau das unten. Bist du jemanden, der vor kurzem eine Arbeit aufgeben musste? Ja, ist das gleiche, gut. Ja, hätten wir das, dann kann ich jetzt direkt mal dort weitergehen, beziehungsweise gucken, wer jetzt mit uns hier in der Taverne noch ein bisschen auf den Putz hauen möchte. Die Taverne ist bestimmt bereits hier, er sieht zumindest danach aus. Was, 20 ca. bereits der Stein oder was? Nee, kann er gar nicht. Hey, wieso stand da 2010? Das ist noch alles leer. Alter, was gibt's denn hier noch alles? Was? Moment mal. Legendärer Gegenstand? Ja, da gibt's ja auch noch legendäre Gegenstände. Okay. Tja, wenn man hier rein war. Gegen Mittag soll ich ihn aufsuchen, beziehungsweise soll er hier irgendwo sein. Will mir Arm drücken. Nun gut, jetzt bin ich hier wieder dort. Ja, okay, was gibt denn hier oben noch Schönes? Irgendwie vielleicht ein Bett für mich, zum da... Ist da wer? Ja, ja. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Das wird wohl das Gebiet des Schattenlords sein, wa? Hehe. Okay, machen wir später. Das wäre jetzt noch ein bisschen zu früh. Ist da wer? Naja, ich bin's. Steck ja nichts ein. Was machst du hier? Bisschen quatschen. Wo habe ich nur meine Seife? Okay. Sag mal, du hast ein Gesicht oder Noch was? so ein Grünschnabel im Lager. Oder die hässlichste Hafenhure, die mir je begegnet ist. Ja, bitte was? Begrüßt du jeden Neuen so? Nein, nur die Schlappschwänze. Okay, ich habe schon genug Ärger am Hals. Was ist dein Problem mit mir? Das reicht mir schon. Dann kann ich das kleine Spiel ja beenden. Spiel? Was für ein Spiel? Information. Darum ging es mir die ganze Zeit. Ich habe dich provoziert und daraufhin hast du etwas von dir preisgegeben, mein einfältiger Freund. Wen nennst du hier einfältig? Hast du mir nicht zugehört? Du hast dich ja schon wieder provozieren lassen. Ich glaube, du musst noch um einiges gerissener werden. Bloße Muskelkraft reicht zum Überleben nicht. Ich denke, für heute hast du erstmal genug gelernt. Warum hast du dich den Wächtern angeschlossen? Nun, einerseits, weil man sich einreden kann, hier sicher zu sein. Aber der eigentliche Grund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat und nicht hungern muss. Klingst ja nicht sehr überzeugt. Egal wie wichtig die Förderung der Kristalle auch sein mag. Keine Lust, dass mein Arsch in den Minen verheizt wird. Darum lautet mein Motto, Kopf unten halten, dann lässt sich's hier leben. Ja, ist ja schön für dich. Was ist eigentlich mit den anderen beiden da los? Das sind reines Marionettenpuppen. Wozu benötigt jemand wie du Informationen? Liegt das nicht auf der Hand? Informationen sind kostbar. Manche können ganze Kriege entscheiden. Darum kann man einen Batzen Gold beiseite schaffen, wenn man die Ohren offen hält. Du bist also reich. Ich wäre es bestimmt nicht mehr, wenn ich es dir verraten würde. Hausiere niemals mit den Früchten deiner Arbeit. Alte Gossenweisheit. Okay, du bist reich. Was für Informationen hast du anzubieten?
Da du nicht in unseren Wachdienst eingeteilt bist oder die Lagerlisten führst, habe ich eher wenig für dich. Natürlich gibt es bei den Kuttenträgern was zu holen, aber darauf wärst du auch allein gekommen. Nein, ich habe für dich ein anderes Angebot im Sinn. Mach ein paar Goldmünzen locker und ich bring dir ein paar Tricks bei. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Tja, das sind noch viel, was Affen drin lernen. 1000 Gold. Medikus lernen, das ist eigentlich noch cool. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Der Blutwert steigt um 10 pro Stufe. Ich habe zwar, glaube ich, genug Gold, aber habe noch genug für das Trinkspiel. Mal Zeig gucken. mir, wie ich im Kampf mehr aushalte. Konzentration ist das Schlüsselwort. Konzentriere dich auf den Kampf. Versuche deine Verletzungen zu vergessen. Den Schmerz wegzustecken ist nicht leicht. Aber wenn du das beherrschst, kannst du zu einem wahren Berserker werden. Ist klar. Also sprich, sobald ich mich nicht mehr an mal. Ja. Das soll ich mir jetzt echt abkaufen, dass wenn ich mich. Sobald ich mich verletze oder irgendwie durchstochen werde von einem Schwert und einfach nicht dran denke, ja, dann blute ich nicht mehr. Hey, ist ja kein Problem. Oh Mann, ey. Was muss ich über das Lager wissen? Du erwartest von mir doch jetzt keinen Vortrag, oder? Nein. Gut. Denn ich denke, das meiste wirst du eh selbst rausfinden. Was ich dir allerdings empfehlen kann, ist ab und an einen Blick in das Hinterzimmer der Taverne zu werfen. Dort wirst du hin und wieder jemanden antreffen, mit dem du um die Wette trinken kannst. Alles klar. Wer lässt sich hier auf ein Trinkspiel ein? Hier rennen schon ein paar Saufnasen rum. Halt einfach die Augen offen. Wenn du wirklich deine Trinkfestigkeit beweisen willst, dann gibt es nur einen Weg. Sobald jemand mit der Buddel in der Hand im Hinterzimmer der Taverne steht, fordere ihn heraus. Die bessere Leber gewinnt. Ja, oder die Jüngere, je nachdem. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Momentan nix. Dankeschön, du Penner. So, was mit dir los? Wächter? Oder ich? Hey, Junge, brat dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Kräfte messen wäre noch was. Wie funktioniert Armdrücken? Ich hörte, du bist derjenige, der darüber Bescheid weiß. Da hast du richtig gehört. Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstützen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Alles klar. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Ich drücke immer kurz nach Feierabend. Ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartwig und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und der wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Alles Du klar. versorgst also die Leute hier. Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Ja, ist ja nett. Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Rumold uns zukommen lässt, haushalten. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. War ja klar. Mut antrinken lernen. Ja, 20. Und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit, eine sehr lange Zeit. Verdoppelte Wirkungsdauer von Schmerztöter. Trinker lernen. Hast du den gesehen? Nö, ein anderes Mal. Was hast du anzubieten? Such dir was aus. Tja, ein bisschen Ruhm kannst du nie schon, aber 300 noch für. Na, komm lieber nicht. So, wer bist du? Wer hier Ärger macht, fliegt. Okay. Dann fliege ich halt. Im hohen Bogen. Nee, natürlich nicht. So, was macht denn ihr dort? Ah, das ist das Zielschießen, war. Alles klar, also mittlerweile Mittag, hoffe ich mal. Wie sieht's denn. Ich würde sagen, die. Verfolgen die mich jetzt etwa oder was?
Okay, das zum Fressen kann ich hier... Rohes Fleisch. Wen kümmert's? Ein Bier, ein Laib Käse. Nein! Sagt Laib Käse, nicht... Ah, so. Laib Käse. Das ist nicht in Ordnung. Doch, doch. Und ein bisschen Proviant. So. Servus, Roderich. Servus, Kiet. Vetranio sucht jemanden, der für ihn das Lagerhaus fegt. Dann halt dich ran. Ich hatte eher an dich gedacht. Hör mal, ich bin als Fischer geboren und werde als Fischer sterben. Das ist so sicher wie der nächste Fang. Aber mein Kumpel Tokel, für den könnte das schon etwas sein. Sofern er überhaupt noch am Leben ist. Ja, war klar. Nun gut, dann momentan das Stehtisch. Was machen? Nö, aktuell noch nicht, wa? Da ist da was wegen im Hinterzimmer. Oh, hier. Tja, aber bevor wir das machen, ein paar das sowieso gleich vorbei, aber egal, machen wir ganz kurz noch. Will ich aber vorher noch ganz gerne speichern, falls es irgendwie verlieren sollte. So. Jetzt können wir es angehen. Lass uns um die Wette trinken. So wie du aus der Wäsche guckst, verträgst du einen ordentlichen Schluck. Aber warum eigentlich nicht? Habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Prost. Ja, Prost. Alles klar, los geht's. Einmal so einfach. Wow. Scheiße. Verdammt. Wow, komm schon. So, jetzt. Ja. Gewonnen, jemand. Hast wohl großen Durst gehabt, was? Alle Achtung. Die Rechnung geht auf mich und obendrauf ein bisschen Gold für dich. Feiere deinen Sieg. Ich bezahle die Buddeln bei Roderich. Mehr kann ich leider nicht tun. Schade, aber immerhin, wir haben es geschafft, Mann. Cool. So. Wenn wir das bereits haben, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem... Ja, dem Andrücken aus, wa? Müsste irgendwie auch noch kommen. Und da haben wir Jaffa. Und ist es... Ah, das ist Saki, okay. Jaffa ist großer Seefahrer-Gnom. Jip, jip. Jupp, jupp. Takir egal, ob andere Art. Wichtig ist, dass Takir reicht. Alles klar, kann ich irgendwie hier noch ein bisschen pennen und so bis zum Abend? Ja, da vielleicht, wa? Beziehungsweise natürlich bis zum Mittag, damit ich noch ein bisschen andrücken kann. Ja, gleich ein Bett natürlich, wieso nicht? Hallo, Paula Süße. Das hat echt klappt. Nicht bis Mittag und so. Oh. Nein, jetzt schon wieder! Na, ganz toll, bin wieder hier. Und ein Part beenden. Na, scheißegal, dauert es halt länger. Dauert es halt länger. Schaut sowieso immer das Video um 17 Uhr, also dem her. Auch wenn es mal 3 GB groß wird, der Datei. Ja, dann ist leider so, so eine Datei 20 Minuten bei Riesen 3, so bei dieser Auflös. Mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Hilfe! Was war denn das? Alter, bin ich gerade erschrocken. Mein Geist verlässt die Gruppe. Ja, toll, Seele minus 1. Heißt es irgendwann, sobald ich keine Seele mehr habe, ist alles down? Oder? Ich sehe das gar nicht, wo da irgendwie die Seele sein soll. Ja, hier der Geist, toll, Magie, aber sehe ich irgendwo, wo ich da meinen Geist habe? Nö, natürlich nicht, wahr? Das sprich ich, dann bin ich halt mal tot, oder wie sieht das aus, oder? Ist das da links unten neutral vielleicht, der Verlorener? Kann das irgendwie gar nicht... Doch, könnte es sein, war neutral, 54, das könnte es bedeuten. So, nochmal ganz kurz testen. Okay, jetzt geht's so, alles klar. Ah, bin ich gerade erschrocken, ey. Hat allerdings die Hoffnung, wird da auf den Inquisitormeister treffen. Jemals mal. Egal. Gut, was ich gerade sagen wollte, genau, bei 20 Minuten Länge wird das so ein Video etwa 2 GB groß und naja, dauert schon eine Weile, bis so etwas hochgeladen ist. Aber egal. Gut, jetzt haben wir Mittag, jetzt ganz kurz noch da die ein bisschen, naja, ihr wisst schon.
Was denn du hier? Zakir egal, ob andere Art. Wichtig ist, dass Zakir reicht. Alles klar. Jetzt ist hier aber keiner. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Ziemlich viel, aber davon steht ja gerade nichts. Tja, komm, wie sieht's aus, wa? Also. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Schleichen lernen, wirklich lautlos. Das wäre allerdings noch cool, jedoch vom Geld her. Ich will eigentlich das fürs Armdrücken aufsparen. Geht das hier oder was? Drücken und deine Kristalle. 300 Gold, okay. Drücken wir um deine Kristalle. Gut, aber denk dran, wenn du verlierst, gibt es keinen Trostpreis. Keine Kraft in den Armen, keine Kristalle. Also, streng dich an und zeig, was für ein Kerl du bist. So, was muss ich jetzt genau machen? Drücke Tasten im richtigen Moment, um deinen Gegner zu überwinden. Okay, Y, alles klar. Ich sehe jetzt gar nichts. Was? Verloren. Ja, Alter! War dann wohl nichts. Aber mach dir nichts draus. Ich bin halt gut. Schnapp dir eine Spitzhacke und trainier deine Arme. Was war denn das für ein Quatsch? Da irgendwie oben, besser oben, links, rechts, unten stampelt die Tasten. Was soll denn das, ey? Wieso nicht immer im gleichen Ort? Dann ich immer, In Fall musst du irgendwie öfter draufdrücken oder so, weil ich dachte, einmal draufdrücken wird irgendwie nicht reichen. Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Bist wohl auf den Geschmack gekommen, hä? Also gut, pass auf. Ich spiele nur um kleine Einsätze. Will ja nicht irgendwann bei den Jungs hier in der Kreide stehen. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Fordere mich am Tisch heraus und es kann losgehen. Lass uns Armdrücken. Jetzt breche ich dir die Knochen. Nee, hoffentlich nicht so. Also irgendwo auf dem Bildschirm erscheint plötzlich. Was? Ja, was zum... Ja, aber, was soll denn? Da muss ich schnell genug sein, oder was? Nee, geht auch nicht. Kann man drauf gedrückt lassen, geht auch nicht. Hä? Wollen die mich jetzt verarschen? Mehrmals ineinander draufdrücken. Ach, jetzt. Alter. Na, was sagst du jetzt? Von deinem Arm kann sich manch einer eine Scheibe abschneiden. Hier. Ja, toll. 20 Gold erhalten. Hey, ist ja ganz toll. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? Momentan nichts mehr, sowieso kein Geld mehr. Och Mann, ey, was ist das? Mein, sorry, aber im ganzen Bildschirm erscheinen plötzlich Zahlen. Hallo, ist nicht irgendwie so... Ein kleiner Bildschirm mit 11 Zoll oder so etwas. Nee, ist schon ein bisschen größer, dass da schnell hin und her gucken muss, stand auch nichts. Mann, ey, natürlich kein Geld mehr. 260 habe ich noch, 290 Ruhm, toll. Ja, nun gut. Vor allem muss ich sagen, trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Das war es mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Hat mal ein bisschen länger gedauert. Was gerade eben soll im Schattenreich, keine Ahnung, da irgendwie, dass wir den Geist von Medusa, das fällt mir ein, genau, dass wir auf Medusa treffen würden, war aber auch nix. Wir haben immerhin ein paar Minispiele noch getestet, Armdrücken, Saufen, war soweit ganz cool, Armdrücken also, jetzt auch wieder. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus, tasten uns ab. Naja, das nächste Mal dann wohl hier die Wurfpfeile, dann endlich mal zu den Magier, mal gucken, was da noch so abgeht, und dann den Rest von Insel abchecken, ein bisschen mehr pennen und so, weil immer was passiert war, und dann, ja, mal gucken, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords. Auf der Suche nach unserer Seele, dem Geist, oder wohl eher dem Rest davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.